Die Abenteuer bei Yu-Gi-Oh! Master Duel gehen weiter, Freunde. Und ich habe offscreen zwar noch nicht wirklich ein paar Duelle gemacht, aber dafür ein paar Punkte ausgegeben für weitere Karten. Also 8000 Punkte, sogar 9000, also da ging einiges und das werden wir uns nicht heute ansehen, aber demnächst. Erst einmal will ich heute, wir haben hier schon relativ viel gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube sogar, hier oben sind wir auch schon irgendwie durch. Ich habe mal offscreen mal geguckt noch. Die Dampfdinosaurier, die gehen wir uns so ein bisschen auf den Keks, dann Schneckenmuschel und so. Nee, ich will heute damit anfangen. Was? Kanalisiere den Weltkelch mit Linkbeschwörungen. Normale Monster, mächtiger Monster raufbeschwören und sich den Kravlermonster mit den Weltplan... Vom Weltvermärchen ist auserwählt, Geschenk des Märtyrers. Okay, der hier hat ein bisschen in sich, der Solo-Modus. Wir legen los mit den Sternhelden, wa? Ach du Scheiße, hier los. Ein Scrollbalken. Siehst du, ein Videospiel auch selten. WTF, Szenario, Praktik, Duell. Oben gesperrt, Duell 4, Duell 5. Unten Szenario, Duell 3, Ziel, gesperrt, Praktik 1 und Duell 5. Okay. Klingt offenbar sehr umfangreich, ich bin gespannt. Szenario-Karte. Was? Weltkelch, Wachdrache. Okay. Szenario. Vom Weltvermächtnis auserwählt. Die Herrscher dieses Sterns waren nicht menschlich. Diese Welt wurde beherrscht von 7 mechanischen Lebensformen, den Mech-Rittern. Und überall im Land breitete sich ihre Vorhut aus, die Kravler. Diese Kravler überrennen und zerstören auf ihrem Weg meist alles, was Menschen gebaut haben. Wahrscheinlich fehlen ihnen jegliche Gefühle. Das kenne ich. Diesen unbarmherzigen Maschinen hilflos ausgeliefert, muss die Menschheit im Verborgenen weiterleben. Okay, klingt ein bisschen nach Matrix oder beziehungsweise eher ein bisschen nach wollen wir weiterleben? Ein bisschen nach, komm, kann ich sagen, nicht Transformers, nein, Terminator, so. Ist auch mit T. Und Maschinen, so. Mit dicken Bäumen dicht bestanden, selbst am Tag düster, ein Hinterland namens Wald der Sterne. Darin lag ein verborgenes Dorf, in dem Menschen unauffällig lebten. Warte mal, Natur und Menschen unauffällig lebten, zusammen in Harmonie? Der Gesichtsausdruck der Erwachsenen dort war einheitlich düster. Der wäre mir auch, wenn ich die ganze Zeit mich im Wald verstecken müsste. Das sollte nicht verwundern. Sie versteckten sich ihr ganzes Leben lang im dunklen Wald, sag ich ja. Und die meisten verließen das Dorf nie. Kellerkinder also. So erbrachte Generation auf Generation die Jahre in ihr Schicksal ergeben. Prost Mahlzeit. Inmitten dieser unruhigen Zeiten erhoben sich 2 junge Männer, um die Kravler herauszufordern. Auram und Michael, Ningiri, was? Auram und Ningirsu. Da wäre Michael wirklich besser. Auram und Ningirsu. Der Grund, warum sie verzweifelt kämpften, war die Priesterin des Dorfes und jüngere Schwester von Ningirsu, Ip. Als ob. Ip erzeugte mit einem Ritual Zauberstab, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde, eine starke Barriere, die das Dorf bis heute schützt. Mit 0 Angriffspunkten. Ja. Gut, sie hat 2100 Verteidigungspunkte. Das reicht für einige Monster. Aber mit jedem Tag belastete die Bedrohung durch die Kravler die Priesterin mehr, bis sie keine Verteidigungspunkte mehr hatte. Die beiden wollten Ip, die so viel Mut und Heldentum zeigte, irgendwie Trost spenden. Irgendwie erinnert mich diese Geschichte ein bisschen an Percy Jackson. Auram und Ningirsu durchquerten zusammen mit dem Babydrachen Imduk die Barriere. Was mit diesen Namen los, ganz ehrlich. Und zogen aus, um möglichst viele Kravler zu besiegen.
Eines Tages hörte Ib aus dem Wald ein leises Geräusch, das wie eine menschliche Stimme klang. Auram und Ingirsu konnten es nicht hören. Ib erklärte jedoch, sie höre die Stimme weiterhin. Aus Sorge, Ib könne sich allein in den Wald wagen, betraten Auram, Ingirsu und Imduk das Hinterland. Was ist das für eine Geschichte, ey? Weltkelch Wachdrache, das ist ja Imduk. Irgendwie auch nicht offenbar. Das nächste Szenario, yeah! Was kriege ich jetzt? Li, die Weltkelchfee. Nur Szenario heute, Freunde, nur Szenario. Die Sonne war schon untergegangen, sodass ihnen nur das Sternenlicht blieb. Der Geruch von Bäumen und Erde hing in der kahlen Luft. Obwohl sie keinen guten Halt fand, wagte sich Ib in den Wald, als würde sie geführt. Die drei ließen sie nicht aus den Augen und achteten auf Kravler, während sie ihr folgten. Plötzlich, mit einem Kreischen, verschwand Ib vor ihren Augen. Sie war tot. Nein, sie rannten dorthin, wo sie Ib zuletzt gesehen hatten, und sahen, dass von einer niedrigen Klippe gestürzt war. Anscheinend war Ib so auf die Richtung der Stimme fixiert gewesen, dass sie nicht gemerkt hatte, dass vor ihr kein Boden war. Die drei stiegen die Klippe hinab und waren erleichtert, Ib unverletzt vorzufinden. Gott sei Dank. Vor ihren Augen erschien ein mysteriöses Gebäude. Wenn es vor dort gewesen wäre, hätten sie es bemerkt. Aber als wäre das Gebäude schon seit Jahrhunderten da, war es von Bäumen verdeckt und von Efeu überwuchert. Sie näherten sich dem Gebäude vorsichtig. Der Zauberstab in Ibs Hand leuchtete und das Gebäude begann, wie zur Antwort zu grollen. Ein mächtiger Strahl drang aus dem Gebäude, fegte die Bäume beiseite und tauchte alles in blendendes Licht. Das Licht drang gnadenlos durch ihre geschlossenen Augenlider. Als sie schließlich die Augen öffneten, flatterte eine Fee vor ihnen in der Luft. Die Fee sprach zu der verblüfften Gruppe. Ich bin Li, die Weltkelchfee. Ein Geist, der in ein Gebäude eingeschlossen war, aus dem das helle Licht trat, das als Weltvermächtnis Weltkelch bekannt ist. Früher war es ihre Aufgabe, die Menschheit zu leiten. Sie wurde von den Mech-Rittern behindert. Seit vielen Jahren wartete sie schon auf einen Welthelden, den Weltkelch aktivieren kann. Welt und sie sind jene Welthelden. Bitte leiht mir eure Stärke und sammelt das zerstreute Sternenlicht, um die Welt vor der großen Finsternis zu retten, sprach sie. Obwohl Lis Geschichte sie verwirrte, waren Auram und die Gruppe von ihrer Ernsthaftigkeit gerührt und beschlossen zu helfen. Und so erwachten sie als Sternenkrieger, die Helden unserer Zeit. Oder? Li war dankbar und gewährte ihnen die Macht des Weltkelchs, dass sie diese auf ihrer Reise brauchen würden. Krasse Story, ey. So, Praktik 1. Wie spielt man ein Weltkelch-Deck? Wir gucken mal, was haben wir hier Schönes. Vom Weltkelch gekrönt. Vom Weltkelch auserwählt. Vom Weltkelch herbeigerufen. Weltkelch Wachdrache. Das sind Psi-Mon. Was? Ne, warte mal. Hexer. Okay, er ist ein Psi. Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Die Punkte, naja, gehen so. Ach du Scheiße, okay, das sind dann Linkkrieger. Okay. Das könnte spannend werden.
Ja, ich will spielen. Okay, coole Kartenpacks. Habt ihr aber jetzt nicht ich draufgepackt, nee. Was macht ein Weltcharakter einzigartig? Mhm. Was? Wenn Weltkelch-Link-Monster am Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden, kann so ein Weltkelch-Monster Spezialbeschwörung schon in der Hand beschwören. Also quasi eine Link-Beschwörung nach der anderen. Schade irgendwie, dass ihre Namen hier gar nicht mehr draufstehen. Das ist einfach nur in der Übersetzungsfilm, im Original würden ihre Namen noch stehen. Im Duck der Welt. Aha, hier steht ein Name, okay. So. Link-Monster sind immer im Angriffsmodus platziert, wenn Gegner nicht anders. Ah, okay. Kann ich jetzt... okay, war gerade egal, wo es beschwöre. Weil es nicht dahin zeigt. Auram der Weltkelch. Schwertkämpfer. Okay. Link-Beschwörung, Freunde. Zeige dich, Auram. Könnt ihr mal ganz kurz gucken, was er jetzt... Kann er sowieso jetzt irgendwas rufen? Nee, okay. Er lässt mich nicht. Okay. Durchaus interessant. Victory is our. Oh yeah. Ching ching. Erdkugelpower. War eigentlich hier? Im Besitz. Okay, Winde genau. Gerade mal genug, da wird dafür also reichen. Sieht es hier aus? Da wird es auch reichen, okay. Das Deck des Gegners. Er hat also Krabblermonster. Die sind ja ganz böse, aber keine sonstigen krassen Viecher. Okay. Wenn wir sagen, legen wir los, Freunde, wa? Weltkelche, wir kommen! Oh, interessante Karten hier kann ich schon mal haben. Was machen das hier? Gut, der wird eher schwierig. Karte gegen den Monster des Gegners kämpft, das auf diese Karte zeigt. Was diese Karte zeigt. Aha, wegen dem Pfeil war. Ja, dann bringt man jetzt hier noch nicht so viel. Also aber einen Tee trinken. Adliger der Auslöschen, ey, richtig Oldschool-Karten. Noch eine. Oh. Das ist aber nicht wirklich ein Oldschool. Schade der Untoten. Da wurde gejagt. Nee, sind zu früh dafür.
Jetzt muss ich nachher immer noch spielen. Ich will eher mal warten, was er noch so macht. Noch eins davon, okay. Na, halt's noch aus. Nee, lass mal. So. Also erst einmal spiele ich Raigeki, weil mir gerade ziemlich auf den Sack geht. Dann spiele ich Lee, die Weltkelchfee. Hallo, da bin ich. Dann. Wen hole ich auf die Hand? Wer darf sein? Wer will nochmal, wer noch nicht? Normale Monster-Kombination, okay. Stufe 5 rufen. Ja, gibt es ja auch Besseres. Das gelingt der Karte, gelingt dieser eigentlich nicht. Das ist natürlich, wenn ich Miere hätte, wa? Naja, komm, versuch trotzdem ihn. Und da ist er wieder, Auram! Servus! Hand hinzu. Und da ist sie wieder. So. Jetzt kann man ganz normal angreifen und gucken, was noch passiert. Ich wundere mich gerade, wieso ich keinen Boost kriege. Er hatte dran jedes Weltvermächtnismonster einen unterschiedlichen Namen. Dann Frieda, wir haben doch 2 Stück. Ein Weltvermächtnismonster. Schade.
Hä, wieso kann ich so oft Monster rufen? Schweinerei. Ob es viel bringt, ist für eine andere Frage. Ja, obwohl doch. Bringt was. Du, 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 du. Versuchen wir den hier. Wähle dann 2 Monster an dem Friedhof. Das kann ich im Zug nicht angreifen. Müssen sie eigentlich auch nicht. Warte mal. Die hat sonst nichts so drauf, wa? Nicht so viel drauf. Nee. Ah, es wäre Kelly nicht Vermächtnis, ja super. Habe ich eigentlich irgendwie auch krasse Link-Monster? Wir müssen höhere Stufen, so müssen wir mehr Power. Ja, doch. Also sie können zum Beispiel die beiden rufen oder klingt das Monster als Dinge. Ja, doch, das wird trotzdem gehen. Jetzt muss ich trotzdem hier rufen, super. Gedankenkontrolle, so. Natürlich auch nicht schlecht. Kann mal da bleiben. Tribut angeboten werden. Ja, Tribut wird es eigentlich nicht sein. Es ist eigentlich eher ein bisschen anders. Es gibt eine nette kleine Link-Beschwörung. Wie jetzt? Ja, links und rechts, da wäre unten, geht irgendwie gerade auch nicht. Und trotzdem mal den hier. Moment, wir haben noch Weltkirch-Dinger. Jetzt kann natürlich. Ah, jetzt kann ich fängs, okay. Mal so anrufen: 2 plus Link-Monster. Diese Karte zeigt ja super. Er fragt mich, ich muss ja hier drin rufen. Wo sagt denn der scheiß Pfeil hin? Muss man ein bisschen ausprobieren, Freunde. Der nächste in der Truppe, Ningirsu.
Hatten wir schon. Noch den Effekt. Hier können wir die rufen. Ja, 2 Weltkirchmonster, du mich auch. So, der gehen wir gerade auf den Sack. Ja gut, ich meine, die Karte bringt momentan eh nichts mehr. Den gegen schon. Zack, zack. Danach wieder nutzen. Ja, Spezialbeschwörung, aber jetzt angreifen irgendwie auch doof, finde ich. Tja, Freunde, auf alle Fälle würde ich sagen, es bleibt spannend hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel, wie es weitergeht. Hier gegen Kravler mit den Sternendingern. Weltkelch, Entschuldigung, wie kann man eigentlich auf Sterne? Egal. Den Weltkelchkriegern, das will es mehr, sehen wir das nächste Mal. Bis dahin, ciao zusammen.